Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pilzig. Schier aufgestoßen vor lauter Gut. So, dann müssen wir erstmal wieder in die Kirche. Wir müssen nur noch das heilige Bimbams-Gedöns organisieren. Denn am besten nicht in die Schussbahn rennen, wenn sie üben. Und dann gucken wir mal, was die hochheilig Mame hier leisten kann, was die hier noch an Segen bringen kann. Bantigen, können wir mit dem vielleicht noch ein bisschen was retten. I hear both Murdoch and Sir Perth are ready for nightfall. Excellent news. Okay, gut, gehen wir mal wieder. Very well. Luck be with you, my friend. Ja, dann, da hockt sie, die hochheilig Mame Hannah. You are of elven blood and a stranger, yet you defend a home that is not your own. We are grateful for that. Alles klar. Es gibt persönliche Gründe, für man hier sei. Which doesn't include protecting innocents. Regardless, I am grateful the Maker brought you to us. Allow me to introduce myself. I am revered Mother Hannah, head of this chantry, which for the moment is a place of refuge for these poor villagers. How awful this must be for you all. Is this everyone who's left? All those who cannot defend themselves, yes. They are terrified of tonight's attack, and I fear these walls will not keep them safe. What can I do to help with your task? Wenn sie schon selber Annie die verehrte Mutter nennt. Alter Falter. Okay, der heilige Schutz war das sehr. I have done all I can for them. I pray for them each night and seek the Maker's forgiveness for their sins before they face their deaths. What Sir Perth seeks is something that is not in my power to give. Könnte sie nicht einfach segnen? I can pray with them and give them my blessing. But Sir Perth wants me to call upon the Maker to shield them from evil. Does he not realize that it is his faith alone which must sustain him? It is faith alone which will bring the Maker's aid. Unfortunately, he seeks the Maker's protection in a far too literal sense. This is something I cannot promise nor provide. Heißt es, der Herr Bauer hat gemacht? Was ist schlimmer dran, was ist dann schlimm dran, eine Hoffnung zu geben? You mean you want me to let them think the Maker protects them in a real sense? I will not lie to them like that. Glaube versetzt Berge und so, aber wenn sie glauben, dass es hilft? I cannot do it. I know that their own faith may inspire them, but these men need to find confidence on their own. I simply won't lie to them. Now please, let me tend to these poor folk. I must do what I can, and I suggest you do the same. Okay, also die macht noch nicht mal einfach irgendeinen Hokuspokus, damit es der Leid Hoffnung gibt, sondern macht mal lieber gar nichts und sagt, der Herr lächelt nicht fein. Na gut. Muss ich mal beibringen, dass sein Gott hier gemacht hat? Oder die Vertreterin nicht Hoffnung geben will? Auf jeden Fall die Kirche Klotzköpfe, die müssen sich ja immer irgendwie querstellen. Idioten. Okay, Redcliffe belagert das Dorf, im Schloss verschwunden. Finde Valena, ja, das machen wir dann. Aber erst einmal wird gekämpft, ne? Gibt's erst einmal eine heilige Tracht Prügel. So, Gut, dass Morrigan jetzt auch aufgestiegen ist und jetzt zumindest mal einen einfachen Heilzauber kann. Weil das brauchen wir definitiv. Je mehr wir kämpfen, desto eher brauchen wir auch mal jemand, der heilen kann. Wir können nicht immer nur von Wundumschläge leben. The Knights of Redcliffe are ready to fight at your disposal. Jo, ihr habt gesagt, ihr wollt heilige Schutz. Have you spoken to the revered mother? Has she offered anything? Die glaubt nur, dass er helfen kann. I see. Then I suppose we must simply rely on our own prayers. The Maker will not help us. Genau. Thank you for your efforts. We shall fight on, nevertheless. Okay, ich bin bereit zu kämpfen. There is still time before the sun goes down. If you have not yet spoken to Murdoch, or if there is anything you have planned... Ich bin bereit. Good luck to you then, and may the Maker watch over us all. Ja, das ist gerade so kracht. Warten wir halt auf den Abbruch der Nacht.
Und dann geht's lustig ab mit The Walking Dead. Ja, wird's Nacht. Da kommen noch ein paar ganz wiechte Gestalter. They're coming! Get to your positions! Make ready! Light the traps! Gut, Burn these foul creatures! der wiechte Neville, da brennt die Barrikade. Und der einzige, der Nahkampf macht, ist Stan. Das kann er hier gern machen bei der wandelnden Leiche. Und dann friert er sogar extra ein. Solange die Idioten nicht ins Feuer rennen, soll man das recht sein. So, da ist noch so ein Kadaver-Karl. Ach, witzig, Lebenskraftentzug bei einer Leiche zu machen. So, die anderen kämpfen ja alle auf Distanz, nur Stan geht in den Nahkampf. Und die Eumel rennen hier voll in der Flamme rum. Ja, da kommt die nächste. So. Wir können doch auch auf jeden Fall mal eine Gewitterwolke oder was hier jagen. In den ganzen Bereich. Dann können wir noch so ein bisschen drauf. Sind hier schon noch ein paar Nahkämpfer, so ist nicht. Ein bisschen wenig Mana grad. So, da kommt die nächste wieder angewankt, sehe ich hier. Wo ist er? Der Kadaver. Bleibt mal stehen. Ups, das war Eliminierung heftig hier. So, wieder drauf. Wir bleiben schwer auf Distanz. Kommen sie wieder? Und Stan geht ganz schön notrar ans Geschirr. So. Brauche ich einen Trank. Und dann gibt es nochmal Gewitter. Jetzt werden es nämlich allmählich mehr von denen. Morrigan macht doch mal Heilung auf Stan. Und dann gehen wir drauf. Ja, der Sturm bringt dann schon was, wenn die Viecher rennen. So, das gibt auch gute Erfahrungspunkte. Ne, das hier. So. Ja, da rennt auch noch einer rum. Schade, die holen sich dann die Erfahrungspunkte für sich. Blitz. Nochmal ein Bolzer. So, rennt noch genug rum. Und da kommt nochmal einer. So. Okay, läuft doch soweit. Oh, das war ein bisschen weit weggerannt. Stan, du Blödmann. Zurück. Dödelfürst. So, Moment. Ich will auf den Gegner drauf. Der Blödmann geht noch ins Feuerrenner. The monsters are attacking from the lake! They're attacking the barricades! We need help! Ritter, zeigt mir sofort den Weg. Come on, we need to hurry! Okay, Moment. Stan ist aber gerade nicht so besonders cool drauf, deswegen heilt er mal kurz. I am here. Und dann machen wir weiter. So. Dann runter. Eine Rotklippe. Wo der Daniel lebt, der Herr Rotklippe. Okay, hier können wir jetzt auch die Fläche zaubern, der unbedingt hier trotze, aber wir können Kegel machen. So, Leute, offene Wetter. Da würde ich ganz gerne noch den Schock durchführen auf die. Ja,
kleineren Waffen dann abmurksen. So, der ist ein bisschen besser drauf hier, der Leichnam. Die sollten halt per Aggro ziehen, die Milizionäre, sonst sind sie ziemlich bald ziemlich tot. So. Gut, ja, hat auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gegeben. Sie kann aufsteigen, aber leider nicht während dem Kampf. Machen wir dann noch einen Kampf direkt. So. Gut, stand der hier noch direkt hinter mir. Very well. Oh, der Milizionär sieht auch ziemlich am Arsch aus, wisst was? Wir heilen mal den Milizionär noch. Und gehen dann auf den hier los. So, ist der wieder... Ja, der ist wieder einigermaßen fit. Wobei Stan beschäftigt sich mit dem. Und dann weiter. Ich glaube, die Stählrüstung können wir sein lassen, damit wir einfach wieder ein bisschen mehr Mana zur Verfügung haben. Der du noch? Der haut nämlich fröhlich auf mich ein. Die Milizionäre, die stehen, ja. Die stehen soweit. Aber macht trotzdem nochmal Heilung auf Dendo, der ist ein bisschen Argschlacher. Ne, Quatsch. Bitte auf den hier, der ist ein bisschen mehr Argschlacher. Und wir können uns nochmal unsere Energie hier mit Lebenskraft hinzuholen. So. Gut. Ja, dann geht's soweit alle ganz okay. Stan hat andere Level gekriegt. Oh, dem geht's nicht so fein, dem Kerl. Heil den noch mal einfach wieder. Der da hinten sieht noch recht frisch aus. Kriegt nichts. So. Dann... Oh, Murdoch ist gestorben. Das ist nicht so toll. Das heißt, der Bäuermeister hat es nicht überlebt. Das ist etwas doof. Dann hat gerade so das tollste Zeug bei sich, der Bäuermeister. Wir nehmen es trotzdem mit zum Verkaufen. So. Naja, er ist immerhin vor seiner Stadt oder vor seinem Dorf gestorben. Der Milizionär macht es auch gleich nicht mehr so lang. Halt mal eine Gaul an. Wir brauchen noch einen schwachen Lyrium-Trank. Wird vielleicht noch reicher für Morrigan. Zwitscher dir den mal rein. Und dann heilt doch mal den Kasper neben dir. Wir wiederum gehen auf den hier. Und unterstützen wieder den Milizionär. Ich befürchte, der macht's nie lang. Uiuiui, jetzt geht hier aber ganz schnell was ab. Wir brauchen wieder Lyrium. Und drauf und Wetter. Hier kann ich leider nicht mit solchen Kegelattacke arbeiten. So, den können wir noch so attackieren. Gut. Ja, die sehen alle ziemlich argschlacher aus. So. Okay. Oh, da sind alle da ein paar Milizionäre verreckt. Ja, der andere Standard frischt. Kann man trotzdem verkaufen. Gut. 2 Leute von uns gestorben. Jetzt machen wir dann zuerst mal das hier.
Sie sollte ihre Klugheit erhöhen, ist wichtig. Als Bade kann sie nicht weiter aufsteigen. Oh, fortgeschrittenes Stehlen, das kann nicht schaden. Dann gucken wir, dass wir ihr Bogenschütze-Talente, ne? Das kriegt man nicht, erst bei besserer Geschicklichkeit. Dann, genau, hier. Genau, einfach mal besser Schlösserknacker. Und bei Stan the Man machen wir die Stärke hoch, dass es gerade so kracht. Der kriegt, guck mal das mal. Ah ja, kriegt da Boni auf Schade und mentale Widerstandsfähigkeit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da könnte auch noch ein bisschen was. Passiv 8. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, komm, das ist gut. Betäubender Treffer. Das ist ganz gut. Okay, so viel dazu. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Bisschen Zeug müssen wir jetzt sowieso noch vertickern. Dawn arrives, and we survived the night. We are victorious. Aber der Bäuermeister ist tot. And though this victory came at great cost, we must remember none of us would be here were it not for the heroism of these good folk beside me. I thank you, dear lady. Truly the Maker smiled on us when he sent you here in our darkest hour. Unmullwitter. Und der Herr lächelte fein. Wie sieht's dann mit der Belohnung aus? If need be. With luck, we'll be discussing that with my brother. Let us bow our heads and give honor to those who gave their lives in defense of Redcliffe. Murdoch of Redcliffe, Mayor and beloved father, Genau. we salute you. You and so many others who have perished here, walk with he who is your maker. Long may you know the peace of his love. Aber weil der Bäuermeister gestorben ist, wissen wir zumindest eins. Sexiste sterben. Denken Sie mal drüber nach. Ja, ich bete nicht mit Schweigen. With the Maker's favor, the blow we delivered today is enough for me to enter the castle and seek out your Arl. Be wary and watch for signs of renewed attack. We shall return with news as soon as we are able. Now we've no time to waste. Meet me at the mill. We can talk further there. Okay. Ich selber bin auch nochmal aufgestiegen. Ja, ich habe noch einer frei, aber ich möchte nicht Formwandler und auch nicht Arkaner Krieger, um mal ehrlich zu sein. Wir machen mal unsere Klugheit ein bisschen hoch und die Magie ein bisschen weiter. So, Steinfaust, genau, das hätte ich ganz gern. Jetzt kann ich nämlich richtig zerschmettern. Und das war's. Das ist dann nämlich das nächste, damit kann ich Gegner umhauen. Und ich bin immer sehr dafür, Magie richtig zu kombinieren. Das heißt, mit eisiger Umarmung oder mit Kältekegel einfriere und dann, buff, gib ihm. So. Dann gehen wir nochmal zum Kasperkopf hoch. Der hat nämlich einen Lader. Zum speckige Lloyd. Und verkaufen nochmal den Scheiß, den wir bei der Leiche von der Milizionäre bzw. vom Bäuermeister geflattert haben. Gut, dann Lloyd. If it isn't the hero of the day. Bla bla. Right. Zeig mal, was toscht. Verticken wir da mal ein bisschen Scheiß hier. Weil wenn wir jetzt das Schloss stürmen, brauchen wir definitiv wieder was. Brauchen wir wieder viel Platz. Ja, das kann ich alles haben. Als fort mit dem Müll. So. Habe ich nämlich wieder viel Platz im Inventar. Ja, komm. Alles klar. Gut, die schwache Verletzungsausrüstung, die holen wir uns auch noch. Das kann nie schaden mit dem Zeug. So. Dann geht's aber jetzt zur alten Mühle. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Schloss. Und gucken mal, dass wir den Arl da noch finden. So. Ein sehenswerter Baum. Ja, dann gucken wir uns natürlich auch noch an, wenn er doch schon rumsteht. Der Sehenswerte. Wo ist er dann? Der da? Der ist sehenswert, der Baum. Aller Hopf. Ja, sonst nichts weiteres. Nur, dass er toll aussieht.
Gut, da ist er ja, der Banteagan. Odd how quiet the castle looks from here. You would think there was nobody inside at all. But I shouldn't delay things further. I had a plan. To enter the castle after the village was secure. There is a secret passage here, in the mill, accessible only to my family. Ja, warum habt ihr das nicht früher gesagt? I knew you would choose to enter the castle instead of staying in the village. And we needed warriors. I'm sorry if I... Maker's breath. Du schlüpfriger Schlingel, du. Ah, da kommt jemand. Tigan, thank the Maker you yet live. Isolde, you're alive. How did you... What has happened? I do not have much time to explain. I slipped away from the castle as soon as I saw the battle was over, and I must return quickly. And I need you to return with me, Tigan. Alone. Und ich habe dabei noch diesen seelenlosen, starrenden Wächter mitgenommen, der keinen Namen hat. Tja. Wacht, das könnte ein Hinterhalt sein. What? Who is this woman, Tigan? Were it not for her help, Isolde, I would not be here. I owe her my life. Pardon me, I would exchange pleasantries, but considering the circumstances... Please, Isolde, we had no idea anyone was even alive within the castle. We must have some answers. I know you need more of an explanation, but I don't know what is safe to tell. Tigan, there is a terrible evil within the castle. The dead waken and haunt the living. The maid responsible was caught, but still it continues. And I think Connor is going mad. We have survived, but he won't flee the castle. He has seen so much death. You must help him, Tigan. You are his uncle. You could reason with him. I do not know what else to do. Was ist dann mit dem Aal? Lebt er noch? He is. He is being kept alive so far, thank the Maker. Kept alive? Kept alive by what? Something the mage unleashed. So far it allows Eamon, Connor and myself to live. The others were not so fortunate. It killed so many and turned their bodies into walking nightmares. Once it was done with the castle, it struck the village. It wants us to live, but I do not know why. It allowed me to come for you, Tigan, because I begged, because I said Connor needed help. Tja, könnte das, erstmal ein bisschen mehr über den Magier, bevor ich frage, was das war, ob das vielleicht ein Dämon ist. He is an infiltrator, I think. One of the castle staff. We discovered he was poisoning my husband. That is why Eamon fell ill. Eamon was poisoned? He claims an agent of Terran Logains hired him. He may be lying, however. I cannot say. Ja, jetzt mal, ob das ein Dämon sein könnte. I do not know. Oh, Maker's mercy. Could it truly be a demon? I can't let it hurt my Connor. You must come back with me, Tigan. Please. Warum habe ich dann das Gefühl, dass ihr uns nicht alles verzählt? I beg your pardon. That's a rather impertinent accusation. Ungeheuerlich für einen Elfen, meint ihr? Ja, komm, ich mag nicht diese Rassistenschiene hier fahren, sondern nicht, wenn's wahr ist. An evil I cannot fathom holds my son and the husband hostage. Came for help. What more do you want from me? Tigan, I do not have much time. What if it thinks I'm betraying it? It could kill Connor. Please come back with me. Must I beg? Ja gut, warum soll er dann allein? For Connor's sake. I promised I would return quickly and only with Tigan. Tigan, I know you could order your men to follow me when I return to the castle. I beg you not to. For Connor's sake. Ja, kommt mal merkwürdig vor. Trotzdem müssen wir entscheiden, was wir jetzt machen. The king is dead, and we need my brother now more than ever. I will return to the castle with you, Isolde. Thank the Maker. Bless you, Tigan. Bless you. Danke, dass ich dich dann dem Dämon opfern kann. Ja. Das ist ein Fehler. Ihr werden alle dabei sterben. I cannot let Isolde return alone.
Perhaps I can help Connor or Eamon. Perhaps this is really a trap, but this is my family. I must try. I have no illusions of dealing with this evil alone. You, on the other hand, have proven quite formidable. Isolde, can you excuse us for a moment? We must confer in private before I return to the castle with you. Please do not take too long. I will be by the bridge. Seelenlose Wache läuft mit. Here's what I propose. I go in with Isolde, and you enter the castle using the secret passage. My signet ring unlocks the door. Perhaps I will distract whatever evil is inside and increase your chances of getting in unnoticed. What do you say? Du bist schon so ein schlüpfriger Schlingel, ne? Alle hopp. Mach mal so. Then it's for the best. I would prefer to go inside with you, but I have no choice in the matter. Sir Perth and his men can watch for danger at the castle entrance. If you can open the gates from within, they can move in and help you. I don't think there's anyone else who can help you. If you choose not to go, then it's up to me to do what I can. Here is my signet ring. It will open the lock on the door in the mill. Whatever you do, Eamon is the priority here. If you have to, just get him out of there. Isolde, me, and anyone else, we are expendable. Die Sache merke ich mir. Das könnte nämlich noch wichtig sein. Natürlich seid ihr entbehrlich. Ja, wir müssen das Böse besiegen, egal wie. Greater evils have been loosed on the world, but I will not argue with you. So we are just going to send him with that woman? It seems so dangerous. One fool plan on top of another. But I can delay no longer. Allow me to bid you farewell. And good luck. Allermol. Gut, dann würde ich mal sagen, ihr liebe Leute, wir haben wohl wieder für heute unsere Sache geschafft. Ich habe wieder mal 4 Aufnahmen für heute gemacht. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut, bis dahin wieder. Ayan Yankee.